Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2021 da bei RetroCash über den Kanal. Was haben wir da so gemacht und was haben wir so gespielt? Nicht so viel, darum wird es ein bisschen kürzer ausfallen wieder auch schon, und der ganze Jahresrückblick kommt auch ein bisschen früher als auch schon, aber wie ich im letzten Video angesprochen habe, ich mache mal eine Pause bis Ende Jahr und dann wir mal weiter schauen, wie es wird weitergehen. Zuerst natürlich wieder ein riesiges Dankeschön an alle Abonnenten, Like-Button-Drucker, Kommentarschreiber und die Videos schauen. Ich habe mein Ziel von 20 Abonnenten endlich einmal erreichen, und zum das zu feiern habe ich da noch einen Code von einer eShop-Karte, und die Regeln kennt ihr ja, wer zuerst kommt mal zuerst. So, dann kommt wir zum eigentlichen Jahresrückblick. Was für Spiele haben wir denn gespielt da Jahr? Und als erstes habe ich euch mitgenommen ins Mario Galaxy von der Wii runter, obwohl mittlerweile eine Collection auf der Switch erschienen wäre und dort das Mario Galaxy auch drin wäre. Aber Motion Control und alles ist natürlich auf die Wii abgestimmt, darum habe ich es auch von der Originalkonsole abspielen. Dann als zweites grösseres Projekt, das wir da ja hatten, habe ich euch das New Pokémon Snap mitgenommen. Und ich bin ein Fan von Pokémon Snap schon auf dem 64er gewesen, und ich dachte, ich möchte mal ein bisschen etwas Aktuelleres ausprobieren. Leider habe ich dann die letzte Aufnahme verkackt und habe das ganze Spiel nochmal durchspielen, damit ich die letzte Aufnahme dann gleich noch machen konnte. Dafür habe ich euch nachher mal noch mitgenommen, was ich dann alles aktuell auf meiner Switch habe. Ich hoffe, das hat euch gleich auch ein bisschen interessiert. Und das Fader habe ich euch auch mal noch ans Herz gelegt zwischendrin, weil ich einfach mal noch einen Lückenfüller gebraucht habe. Ist sehr ein atmosphärisches Spiel, eins zum ein bisschen runterfahren, und ja, wenn es mal eine Aktion ist, dann machen da wahrscheinlich noch nicht viel falsch. Wie gesagt, ich glaube schon, ist aber ein Erfolg, der Vollpreis würde ich jetzt nicht unbedingt zahlen für das Spiel, aber schlecht ist ganz sicher nicht. So, das wäre es eigentlich gewesen. Viel mehr ist nicht gegangen in dem Jahr. Was im nächsten Jahr kommt und wie das wird weitergehen, das weiß ich noch nicht, das kann ich auch noch nicht sagen. Ich hoffe aber, dass mir der ein oder andere sicher wird treu bleiben und vielleicht gleich noch ein Like da lässt oder mal noch einen Kommentar schreibt. Das wäre es von dem Jahresrückblick. Vielen Dank fürs letzte Jahr und man hört sich.